Und somit, guten Tag, ihr Leid, zu Another Code Recollection, wenn man es genau nennen will. So, durch diese von uns gestern mühevoll erarbeitete Türe müssen wir gehen, aber zuerst einmal gucken wir uns mal an, was wir jetzt Neues gelernt haben. Guck mal hier, Charaktere. Da ist ein neuer. Ja, gucken wir uns jetzt mal an. Ting, nix Ting. Da. Die zu treffen war eine der gruseligsten Sachen, die mir je passiert sind. Er ist einfach vor mir erschienen, schwebend, nackig, auf dem Kopf stehend und halb durchsichtig. Da wäre jeder völlig baff. Es scheint so, als wäre ich die erste Person, die dies sehen kann. Das hat ihn sehr gefreut. So sehr sich Geister eben freuen können. Er kann sich an fast nichts erinnern, nur an einen Teil seines Namens. Deswegen ist er wohl noch hier auf der Erde, noch nicht im Himmel. Er ist wohl seit 57 Jahren allein auf dieser Insel. Das ist so traurig. Ich würde ihm gerne helfen, seine Erinnerung zurückzuerlangen, aber ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Zwutsch, das werden wir jetzt sehen. So, du musst dort durchgehen, durch die Tür. Jetzt hat ein bisschen gedauert. So. Ach, da ist er wieder hell. So, da gucken wir uns Villengelände. Das Gelände ist willig. Kann ich da nur hupsen? Sollte ich da nur hupsen? Nee. Kann ich hier irgendwas entdecken? Nicht. Ich weiß nicht, vielleicht leitet da hinten ja irgendwie Erz zum Abbauen oder so. Oder Kraut. Bin irgendwie gerade in Monster Hunter irgendwie drin. Ich weiß auch nicht. So, jump mal ein bisschen schneller hier. Jump, boing, boing. So. Ja, komm, hat doch vorhin die Tante so geblärt, ne? Die werden wir jetzt halt Morette. Ja, genau, du hattest Brille gelegt. Stimmt. What's that sparkle? Weiß ich nicht. Geh mal gucken, das ist eine Brille. Das sehe ich von hier. These are Glasses. Jessica's glasses. Jessica's Glasses. Takes me for... Ich kann nicht weiter singen. Jessica made it here after all. Genau. Was ist denn das da für ein silbergoldenes Dingsbums da an der Tür? Sind das so Klopper da? Another locked door. Now what? These are some Klingel oder Klopper? intense door knockers. Intense Door Knockers. Dann werden wir jetzt mal die Door knocken, oder? Ashley. Jesus, nee. Also, der schleißt sich halt wirklich immer... Da ist er wieder. Dee? Hallöchen, Popöchen. So, this is where you went. Ja, this is where he went. What happened? You just up and disappeared. Du siehst aus mit deiner Brille auf. I thought you were mad at me. Mad? Why would I be mad? Ist das vielleicht, weil ich gelacht habe, dass du nackig hinter mir rumschwebst? Because I said I couldn't help you. Ach so, ja, oder so, ne? Oh, no. I wasn't angry. What you said helped me remember something. That memory led me here. Aha. Okay, also, an was hast du dich dann erinnert, Knecht? So what did you remember? My father. Das ist immer eine gute Erinnerung, finde ich. I remembered a bit about him. It's been so long since I could remember anything at all. But then you spoke of wanting to see your dad. When I heard that, a few things suddenly came back to me. I know I was with my father when I first came to this mansion. Mhm. Okay, und wann war das? Vor 57 Jahren oder noch länger her? Then, were you a visitor here? Like me? Where were you and your dad from originally? That... I don't know. Although... Ja. I'm starting to remember a little bit about my time at the mansion. I thought seeing the inside of it might jog my memory more. Can you open this door? I can't.
I already tried. It's locked. I was hoping to müssen get wir inside das so I unlocken. can look for Jessica. You mentioned this Jessica before. Who is she? She's my aunt. She raised me. She may be in trouble somewhere inside. Wait, aren't you a ghost? Can't you pass through walls? Stimmt. Das wäre coole Sache. Sag mal her. Nope. I can't even wiggle the door knockers. Du sollst schon auch nicht die Türdinger wickeln. Du sollst dich unter die Tür durchwickeln, Kollege. Oder in die Schlitz da rein. Oder generell durch die Tür. Wenn du das noch nicht mal anfassen kannst, du kannst doch auch... Mann. Ja, was? Oh, Erinnerung. I grew up in this house. Fortunately for us, I know the secret to these door knockers. Ja, man muss sie benutzen. I just remembered what my father said about this door. He told you something about this door specifically? Ja, dass man so aufmachen muss, um durchzugehen. Yeah, I remember now. He said, I know the secret to these door knockers. Danke für deinen Megatipp. Ja, achso, ich If muss you gleich can figure out stricken. the secret, we can get inside. Also was der junge Mann, was hier die Blitzbirne hier uns gerade klar machen will, ist, wenn wir rausfinden, wie wir die Tür aufmachen können wir durchgehen. Danke. Danke. You Aber ich nicht hätte. me to figure it out? Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ja, aller gut. Nee. Ich wollte die Dinger da ausschalten. Mensch, ob ich da nochmal... Warte mal, Y? Was gibt's da? Jessicas Brille. Jessicas Lieblingsbrille. Sie lag vor dem Anwesen auf dem Boden. Sie sieht zum Glück nicht kaputt aus. Wer die Jessie? Komm, ich benutze die mal. Achso, okay. Dann benutze ich die halt nicht. So, jetzt zeige ich noch einmal. Wie kann ich sie öffnen? Oh. Tock. 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 Es ist, glaube ich... Vielleicht muss ich so... Okay, hier ist nichts zu finden. Dann behaupte ich mal... Dann laufen wir mal etwas herum. Da. Moment. Hey, ihr Leid, ne? Sag mal her. Ich laufe da jetzt einfach mal ein bisschen rum, ne? Da waren die Kisten da hinten, gell? Ja, das sind immer noch die Kisten, aber diese kommen von innen genauso. Ja, und da ist... Mal da durch. Nope. So. Ja, ich weiß, dass ich jetzt einfach Minustricke kennt und Dingsbumse und so. Und war so viel Leid. Ist das... Ah ja, guck mal. Ist das da die Lösung? Das sind zwei Fächel da. Rechts, links, rechts, links, rechts. Und dann beides. Rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Und dann beide. Ich gucke. Ja. Mach. Versuch. Rechts, links. Rechts, links. Rechts. Und dann beide. Yeah! Bin ich der Brain, ey. Jawohl, ja. Oh. Well, what do you know? Tja, wer hätte das gedacht? Wenn man die Tür aufmacht, geht die Tür auf. Unglaublich. So, jetzt einen Moment. Ich gehe ganz kurz in die Optionen und dann schalte ich diese Puzzle-Tipps aus. So, weil das war das, was oben links da angezeigt wird. Und ey, das verleitet mich immer so dazu, die dann zu benutzen, ne? Jessica's gotta be somewhere inside. Dad too, I guess. Huh?
Was geht ab? What's wrong, Dee? Kommst du nicht rein, oder was? Er hat kein Fies, er kann sich ja die Fies abtreten. Ist I've schlecht. waited for this moment for so long. I can't help being nervous. Pardon? Whoever heard of a nervous ghost? Wer da jetzt, I guess that is a little was gibt einen funny. roten Türkis, lila oder so vielleicht? Lila You're na the Geist, least scary find ich ghost cool, I've ne? ever met. Mag lila. Hey, Dee. How about we team up? Mhm. Ach, I think I can help get Gute your Idee. memories back. And in return, will you help me find Jessica? mein lieber Mann, Mäde. Yes, Du that's bist fair. schon genauso Brain, hey. Das habe ich vorhin Then schon into the gesagt. mansion Warum we go. gehen wir nicht einfach zusammen hin? What Die could haben doch scare the two denselben of us Weg. together? Aber okay, jetzt, sie haben Right. so hingekriegt, ist ja alles in Ordnung. Can't believe I've made friends with a ghost. What a day. Tja, und jetzt ist so gleich Walking with a We're Ghost. friends? Yeah. Aren't we? Oh, You're right. Friends it F is. steht für Freundschaft, U für Glad to irgendwie, hear it. keine Ahnung, was anderes. Ach, keine Come Ahnung, on, komm Dee. mal, komm mal. Ja, hopp, komm, auf jetzt. Komm rein. Putz dir die Fies I ab, need a Kollege. friend. Guck mal, der kriegt jetzt wieder so Erinnerungsdingsbums. Der hat voll den schönen Bob. Also so die Frisur, ne? Speichern? Ja. Ah, guck mal da. Guck mal, das ist mal Spielstand vom letzten Mal. So. Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Treffen wir die Ende. Gespeichert, bestätigen. Jesus, nee, muss ich jetzt auch noch von Hand zurückgehen oder was? Yeah. Okay. Ah, Kapitel 2. Das Lawrence-Anwesen. Oh. Code Recollection. Doppelte Erinnerung. Uiuiui. So. Hello? Keiner hier, nur der Nadold. Jesus. Is Oha. anyone in here? Es ist ein Herrenhaus. Hier leider kommen bestimmt gleich Zombies. Ach, den kenne ich. Jessica? Das ist doch der, wo die Chicken McNuggets macht. Come on, Jessica. Colonel. I guess no one's here. But Jessica's got to be around here somewhere. She's probably with Dad. Wie sagst du so weiß am Mund, ey? Wait, Dee? Ja, also irgendwie, der hat's richtig gut drauf, ne? Einfach abzuhauen. Also, er hat's halt einfach drauf, uns zu ghosten. Ich hab's schon mal gesagt, ich sag's noch einmal, der ghostet uns. So, pass auf, wir haben da was Neues zu lesen. Ach du Scheiße. Ich mag das nicht, wenn du irgend so ein rotes Icon ist, das mich darauf hinweist, dass es irgendwas zu entdecken gibt. Das ist generell so, wo ich das nicht mag. Ja, und deshalb muss das weg. So. Gerade als ich es aufgeben wollte, die Tür zum Anwesen zu öffnen, ist mir die wieder erschienen. Es scheint sich in meiner Nähe an Dinge zu erinnern zu können. Na gut, wenn du das sagst, wenn ich das sah. So konnten wir auch die Tür öffnen. Während unseres Gesprächs hat er sich plötzlich erinnert, wie er mit seinem Vater auf die Insel gekommen ist. Moment. Danach konnten wir das Rätsel mit den Türklopfern lösen und das Anwesen betreten. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor die. Er ist ein freundlicher Geist, der Hilfe braucht, also habe ich ihn gebeten, mit mir zu kommen. Ich wollte nicht allein sein und bin froh, einen Freund an meiner Seite zu haben. Ein Geisterfreund. So was Cooles ist mir noch nie passiert. Yeah. So, weiter geht's. Ashley. Nachdem Jessica den Steg verlassen hat, ist sie verschwunden. Auf der Suche nach ihr habe ich einen Friedhof gefunden. Und dann habe ich, ob man es glaubt oder nicht, einen Geist getroffen. Er heißt Dee. Er scheint sein Gedächtnis an sein früheres Leben verloren zu haben. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also mich bat, ihm zu helfen. Seine Erinnerung zurückzuerlangen. Er hat versprochen, mir bei der Suche nach Jessica zu helfen, also helfe ich ihm auch.
Er muss einsam gewesen sein, über 50 Jahre lang ohne Erinnerung und jemanden, mit dem er sprechen kann. Ich habe auch lieber jemanden um mich, als die ganze Zeit allein zu sein. Auch wenn das ein Geist ist. Die hat sich an das Geheimnis der Tür erinnert. Dank ihm sind wir in das Anwesen gelangt. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Ich glaube, nur der letzte Satz war nein. Naja, macht nichts. Jetzt guck mal her. Die Jessie. Ich bin Jessica nachgelaufen. In der Nähe des Anwesens habe ich dann einen Schrei gehört. Ich bin mir sicher, dass der von ihr kam. Trotz meiner Angst habe ich es zum Eingang des Anwesens geschafft. Da habe ich ihre Brille gefunden. Aber warum? Was ist mit dir passiert, Jessie? Alter, Jessie, was geht? Ich darf jetzt keine Angst haben. Moment. Ich muss nach ihr suchen. Außer ihr habe ich keine Familie mehr und ich liebe sie. Muss irgendwo im Anwesen sein. Ja, unglaublich. Ich wünsche noch was. Ohne Papa. Achso, haben wir noch nicht gelesen, glaube ich. Papa sollte uns am Kai treffen, aber er war nicht da. Was für ein Mensch lädt denn auf eine seltsame Insel ein und ist dann nicht da? Er hatte sich wahrscheinlich anders überlegt und will mich nicht mehr treffen. Quatsch. Jessie ist vorgegangen und hat mich hier alleine gelassen. Ich sterbe hier noch durch herabfallendes Geröll oder so. Und das ist alles Papas Schuld. Er sitzt ganz bestimmt entspannt in der Villa. Der bekommt was von mir zu hören, wenn ich ihn sehe. Richtig so. So, ich glaube, das war's dann. Aller gut, jetzt ist das blöde rote Dingens weg. Erstmal nur links. Also ja, ich weiß, dass er jetzt zuerst mal in der Geistgang ist. Oder ich muss vielleicht rausgucken. Kommen Sie rein, können Sie raussehen. Gibt nichts zu gucken. Die guckt doch irgendwo hin. Blume war es, glaube ich. Ich gehe jetzt mit Dorn, die haben mit dir, du. Na? Nope. Jessica. Die dir heißt Jessica. Ja, was gelernt. So, pass auf. Da gibt es doch bestimmt eine Vase. Die Vase sieht echt teuer aus. Ich traue mich nicht mal, sie anzufassen. Doch nicht so staubig wie gedacht. Eigentlich ist sie sehr sauber. Hat jemand sie kürzlich poliert? Ich glaube eher, dass das ein Rätsel ist. Okay, und Dido? Eine große Vase mit einem komplexen Muster. Das ist kein komplexes Muster, das ist ein Bild von einem Vogel. Du Frosch. So, jetzt gehen wir mal an die Dido. DDD. Hier Dee, this Dido. door is open. Die. Oh, Dee? Are you coming? scheinbar nicht. Ich gehe mal hin rum. Komm mal hin. Kann ich so ein bisschen ausgucken? Oder nin? Nin oder naus? Wie ist das? Ach, das ist einfach nur so. Aha, das ist eine Tür. Moment. No good, huh? Okay. Ich gehe jetzt mal nuff. So, komm her. Hey, das ist eigentlich richtig cool, dass die so extrem helle Haut hat. Weil du kannst sie halt im Dunkeln dann super sehen. Das ist nicht so Sam Fischer oder so, wo so ein grünes Lämpelchen hin auf dem Buckel braucht. Nö, die kann man einfach immer gut sehen. So. Dee. Da bist du also. Diese Person. What a huge Der painting. Colonel. Was für ein riesiges Gemälde. Colonel Sanders, guck. Do you remember something about him? Das war der Opa wahrscheinlich. Hallöchen. Ja. Also an wirklich viel kann er sich wirklich nicht mehr erinnern. Der Lied nicht, wann er sah, der hat keine Ahnung, Huh. ne? Who is this? There's a name. Picasso. Lawrence, Lawrence Edward. Patriarch. Das unterste konnte ich nicht lesen. Also Patriarch, okay. Aushängen. So this is the guy that owned this place. Ashley, this man, Ja, was dann? he's my great grandfather. Mal ja. So you're part of the family that owned this house? The Edwards? Did you used to live here? No. I came here with my father. Also, sein Vater, dann war das so der Opa zum Vater. To visit my great grandfather. He was very ill. Nee, ich meine nur, ich habe Probleme mit so Familienverhältnisse und so. Und deswegen, also ich bin schon froh, wenn ich irgendwie mitkriege, dass der Opa vom Vater mein Uropa ist. And Oder so, then glaube ich. Und dann ist er noch kranker, wo er. Ja. that song.
Aha. Huh? Hä? Ja, aber echt, hey. Aha. That's right. When we arrived, I heard someone playing the loveliest song on the piano. A piano? Piano. Let's look around and see if we can find one. I'll come with you. Oh, okay. Und du tust jetzt in die Taschen in Hupse oder was? Oder? So, ich guck mir das doch nochmal an, ne? Ein Porträt von Lawrence, dem Oberhaupt der Familie Edward. Das war's schon. Cool, hallo. Da war was auf dem Tisch. Schmutziger Zierteller, so eine Art dekorativer Teller, schätze ich mal. Es ist zu schmutzig, um zu erkennen, was drauf ist. Da ist noch eine Vase. Die rote Vase. Die Blumenvase ist cool. Das Muster ist ein echter Hingucker. Dann gucken wir mal hier. Naja, über Geschmack und so. Wieso ist dann da ein roter Black auf dem Boden? So. Zap, zap, zap. Wir gehen unten an die Tür, die war uff. Haben wir ja bald schon bemerkt, aber die wollte ja nicht mitgehen. Die steht für: Du Dottel, geh mit. So, auf die Tür. Hell, Licht durchflutet. Das sind noch so blöde Teller und Vase. Teller und Vase und Kronleuchte. Das scheint so ihr Ding gewesen zu It's a sein. Ah, guck mal, piano. das ist das Klavier. Ey, ist ein Klavier. Oh, bitte lass mich nicht irgendwie... Ja, du musst jetzt hier C, D, A, F, G, A, H, C oder sowas spielen. Da habe ich verloren. Ich guck mal erstmal hier ein bisschen. Aha. Come in the Kamin. Das war mal ein schöner Kamin, aber jetzt ist er alt und müsste instand gesetzt werden. Der ist vor allen Dingen zu. Irgendwas. Achso, ne, das soll die Rückseite. Der ist ziemlich klar, oder? Also der ist gar nicht tief. Der müsste doch deutlich tiefer sein. Du kannst ja immer ein Stück Holz hinlegen. Naja. Ich, der Kaminexperte. Ich kann ganze Lieder über die Feuerstelle singen. Ich nenne es Kamina Burana. Wenn ich spitze Wortspiel komme. So, ich tue erstmal mit dir reden. Is this the piano Was you were machst du talking da? about? I think. D? Oh, du sitzt. Ist das eine Frau, Mädchen? Eine Mädchenfrau? Eine junge Frau? Ein altes Mädchen? Hello. Hallöchen. You must be the guest Papa told me about. Moment, wenn das die Tochter ist von dem alten Mann. Franny. Granny. Das hört What? sich eine Oma an. I remember, Ashley. Ja, aber er hat sich nicht daran erinnert, dass man den Mund bewegt beim Retten. The person playing jetzt the hat- piano? It was Franny. Ah. Granny with a fancy Frisur. Who's Franny? Ja. A girl who used to live here. She used to live here. Were you related? I'm not sure. It was Franny who used to call me Dee. This house is where we first became friends. Wahrscheinlich hat es nicht die genannt, weil sein richtiger Name so lang ist, so wie Detlefson. Detlef. Keine Ahnung. Yeah? That's great. I'm glad you remembered something. Hm? Forgetting all your friends Coole sounds so Sache, Parker. sad. Yeah. You're right. Achso, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Achso, das kann ich jetzt halt inspizieren. Ah, kann ich da einfach oben ohne drücken? Nein, ich muss doch schon richtig so mit Cursor. Ah, guck mal, da hinten ist ein Notenständer. Ein Notenständer, auf den man Notenblätter legt. Ach, guck mal, und das ist ein Klaviersitz, auf dem man das mal Klavier setzen kann. Oder was?
tun wir so die Taste ab. Klaviatur. Auf den Tasten ist eine dicke Staubschicht, aber nicht auf alle. Pass auf, wacht. Nicht? Ich habe gedacht, da ist jetzt sowas wie hier, oh, manche Tasten sind okay. Warte mal, ich hab da, ach, guck da. Gibt's neue Charaktere. Jetzt passen wir auf. Fangen wir an mit Franny. Die weiß er nämlich nicht, wer sie ist. Franny war Dees Freundin. Sie hat im Anwesen gelebt und konnte gut Klavier spielen. Sie hat ihm außerdem den Spitznamen Dee gegeben. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihre Musik gehört. Boah. So, dann hätten wir hier Lawrence. Dees Urgroßvater und Besitzer des Anwesens. Dee kam mit seinem Vater auf die Insel, um seinen kranken Urgroßvater zu besuchen. Ich habe ihn nur auf einem Porträt gesehen, aber er sah etwas einschüchternd aus. Wenn man schon ein Porträt von sich anfertigen lässt, warum muss man dann so grimmig schauen? Warum hat der Maler ihn nicht gebeten zu lächeln? Vielleicht hat er ja die ganze Zeit gelacht und er hat gesagt, ey, gell, molch mich aber so, dass ich grimmig aussehe. Kann ja Sinn. Kann ja Sinn. So, okay, also ich finde jetzt, ich würde halt gerne auf die Pedale da drauf tatschen, aber das geht nicht. Klaviatur halt. So, Notenständer. Du ist halt einfach nicht mehr, ne? So, Entschuldigung, Dee. Ich bin da ins Wort gefallen. Wo bist du denn hier? Achso, der hat sich wieder gelegen. Ach, da ist er. Ha, ich hab gedacht, das wäre meine Seele, die mir entfleucht ist. Okay, oh, guck. So leid, da ist ein Tisch. Oh. Die Luft um den Tisch herum riecht nach Zigaretten. Ja, das ist leider daran, dass das... Alter, das ist ein Aschebecher. Hey, wenn der sowas als Aschebecher nimmst, ich glaube, dann hast du Kohle. Okay, jemand muss hier gewesen sein. War es vielleicht Papa? Aschebecher. Ein Aschenbecher voller Zigarettenkippen. So viele Zigaretten. Und nur halb geraucht. War ein Kettenraucher oder was? Okay, das ist ein Feuerzeug. Das nehmen wir doch hoffentlich mit, oder? Feuerzeug. Ja, was los? Jemand ist hier gewesen und hat das Feuerzeug da gelassen? Ja, hätte ich aber auch mitgehen gelassen. Hey. Feuerzeug kann ich immer gebrauchen. Egal, ob du rauchst oder nicht. Nimmst du es mit? Ja, vielleicht gehört es meinem Papa. Cool, wenigstens hat es erklärt, ne? Aber ich mag Zigarettengestank nicht. Also. So, den Schlüssel haben wir auch gefunden. There's a key. Ja, da ist ein Schlüssel. Let's look for a place to use it. Ja, genau. Lass mal gucken, ob wir den verwenden können. So, ich würde empfehlen, eins von deinen Anadiere dort drin. So, guckst du. Dann haben wir das. Und es hat hier gespeichert. Und das sind einfach nur... Ach, die haben dann da gehuckt. Und haben den Klavierklängen... Da ist ein Bild. Den Klavierklängen gelauscht. Und haben dabei ordentlich einige gequarzt. Jawohl. Wie man das halt so macht, wenn man kein RTL 2 hat, ne? Was dann? Das ist ein Stuhl. It's an origami crane. Oh. Weißt du, das ist gerade nicht. Das ist ein QR-Code. Origami? Yeah. It's made of paper. Ori steht steht für Papier und Gami steht für Verknote und Wut. Kann er mal vertrauen, ich hab voll die Ahnung. My mom would make these for me all the time when I was a baby. War deine Mutter? I don't really remember myself, but Jessica told me about it. Huh. But I wonder who made this one. Is the DAS reacting? Ach so, reagiert das? Jetzt stottert sie schon. Dass das reagiert? Dass das darf? Das darf das doch wohl nicht, oder? So, ich hab doch gesagt, du kannst so Notizen lesen, die auf den Kranichen hinterlassen wurden. Finde und scanne dazu in der Villa Origami-Kraniche, indem du da das Kamera, alter Schwede, auf sie richtest und sie scannst. Du kannst die Notizen im DAS lesen. Okay, ich hab doch gesagt, dass das ein QR-Code ist. Kann ich das zoomen? Also es scannt schon alle. Scan erfolgreich. 01. Erste Schritte beim Schreinern gescannt. Was? Erste Schritte beim Schreinern gescannt? Was? Aha. Was soll denn das? Okay, erste Schritte beim Schreinern. Okay, du kannst die gescannten Notizen und Nachrichten lesen. Was für Botschaften wurden in den Origami-Kramischen... in der Fischl. Mann. Erste Schritte beim Schreinern. Es ist jetzt eine Woche her, dass ich mich mit meinen 2 linken Händen sowie Hammer und Säge an meinen neuen Hocker gemacht habe. Aber jetzt ist er fertig. Meine Messungen waren wohl nicht ganz richtig, aber für einen ersten Versuch gar nicht schlecht. Bei nächster Gelegenheit nehme ich ihn mit an die Klippe, von der aus man das Meer überblickt. Ach, das ist der Stuhl, wo er gebaut hat.
Er wackelt etwas. Das muss der unebene Boden sein. Aber das ist eigentlich ganz nett so. Auf einem selbstgebauten Hocker sitzen, aufs Meer schauen, mich im Rhythmus der Wellen wiegen. Das Wackeln wird mir dabei helfen, diesen Rhythmus zu halten. Upsala, da steht ordentlich viel Text. Wahrscheinlich merke ich es bald gar nicht mehr. Ich gewöhne mich bestimmt schnell daran. Aber bin ich vielleicht nicht ganz objektiv? Ich habe diesen Hocker selbst gemacht. Möglicherweise ist meine Sicht getrübt. Was, wenn sich Bill oder jemand anders draufsetzt? Vielleicht sieht jemand anders das nicht so wie ich. PS. Gut, ich habe den Hocker in meiner Freizeit gebaut, wenn ich nicht gerade am Another gearbeitet habe. Aber trotzdem habe ich eine ganze Woche für einen simplen Hocker gebraucht. Im Handwerken bin ich eindeutig blutiger Anfänger. Wenn ich jemals wieder mit Ashley zusammen wohne, muss ich wirklich an meinen Schreinerkünsten arbeiten. Oh, wo ist das von ihrem Vater? Oh, Mädchen, ich glaube, das ist von deinem Pappe. Ja, will ich doch nichts dazu sagen. Okay, pass auf, Feuerzeug. Ein schickes silbernes Feuerzeug, das habe ich habe es in dem Zimmer mit dem Klavier gefunden. Wer hat es dort liegen lassen? Keine Ahnung. Ich guck's mir mal an, das kann man sich doch bestimmt drehen. Da ist doch bestimmt irgendwie so... Okay. Aha. BE. Irgendwas Edwards. Bruce. Wie heißt der Vater noch immer? Habe ich vergessen. Ein E-Schlüssel. Ein Schlüssel, den ich im Zimmer mit dem Klavier gefunden habe. Im Griff ist ein E zu erkennen. Der muss was zu bedeuten haben, aber ich weiß nicht was. Gucken wir uns deine A noch ein bisschen genauer an. Also ja, geht nicht. Okay, pass auf. Schon in Ordnung. Das war's soweit. Jetzt hier. Jetzt geht doch... Achso, ich drücke den falschen Knopf dauernd. So. So, mal gucken, ob wir hier was Neues haben. Und zwar... Nee, nix. Okay. Wir gehen jetzt mal ins Foyer von vorher. Was? Something wrong? Ja, stimmt was nicht? Jessica isn't here either. Das ist richtig. Where could she be? Vielleicht in einem anderen Zimmer. Bim, 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 bim. So, ich würde sagen, wenn wir schon mal Dosen, probieren wir es erstmal an der Hintertür. Also die Tür, die hinten herausführt. Die Tür ist fest verschlossen. Ich hoffe jetzt... Moment. Kann das Sinn, dass das E für Osten, also East steht? Das wäre aber falsch. Oder? Naja, okay, wenn das dann natürlich die Westtür ist, zum Beispiel, dann könnte das durchaus die Osttür, also East sind. Das wäre das dann eine E. Good, huh? Geht auch nicht auf. Also muss ich dann den Schlüssel so richtig benutzen? Ja, muss ich, aber funktioniert nicht. Kann ich irgendwas A stecken? Moment, dann gehen wir mal da über. An der machen wir. Ich gehe jetzt mal dahin, probiere das so mit dem Schlüssel, ne? Ich habe gemeint, das kommt dann so automatisch. Welche so? Was? Ah, nicht. I am auf. Okay, dann. Achso, warte. Gehen wir mal da oben auf. Oh, das ist eine Kerze. Du, das sind aber Lampe, ne? Kann ich mit Feuerzeug gar nichts machen. Mal weiter gucken. Porträt von Lawrence. Da sind auch noch Türen. Okay, gut. Probier da jetzt mal. Geschlossen. Kommt doch nicht. Ist da auch noch eine Tür? Da ist auch noch eine Tür. Ich probiere jetzt mal. Das wäre halt richtig. Oh, ist das übel, ne? Also ja, ist so in Ordnung, ne? Schlüssel an Tür benutzen so. Aber es wäre mir halt lieber, wenn das automatisch gehen würde. So, ja, du hast den Schlüssel, yes. Du probierst dann halt. Yes! So, jetzt gehen wir mal da durch. Wir linsen mal da hin. Oh, it's a hallway. Looks like it leads to more rooms. If only there was some way of knowing where Jessica is. But I guess we'll just have to search the rooms one by one. Heuch, du kannst dich ja einfach hier hinstellen und laut plärren. Mäde, stell dich halt mal nicht so dran. Jessie, wo bist du? Auf dem Scheißhaus war Schlittschuh. So, was ist dann das da zum Beispiel, ne? Auf der verschlossenen Tür ist ein Vogel mit einem 3-blättrigen Kleeblatt im Schnabel zu sehen.
No good, huh? Nope, abgeschlossen. Weißt du, was das für ein Zimmer ist? Sorry. Tut mir leid, ich kann mich nicht erinnern. Okay. 3 Blätter, das ohne alles. Ah ja, da steht dann da dran. Oh, das ist noch eine Vase. Es ist zwar im Dunkeln schwer zu erkennen, aber das Muster auf der Vase gefällt mir. Ja. Die Bilder da oben kann ich nicht angucken, sind halt irgendwelche Bilder. Oh, das ist 4, das ist überhaupt Franny. keine Blumen. Das ist was anderes. Das ist Franny. Huh? Hm? This was Franny's room. Ah. Oh, wow. Really? Nee, ich Ashley. verarsche dich nur. Ja. Open this door. I feel like I'm about to remember something. Oh, das ist bestimmt so, wie man eine kleine Niese muss. Got Welche? it. But Ja. I wonder if it's Open. Nope. Yep. Zu. locked. Ja. Okay, zumindest kriegen wir angezeigt. Fenster? Das Fenster ist zu beschlagen, um die Aussicht richtig genießen zu können. Okay, dann hätten wir hier noch eins mit 2. Auf der Tür ist ein Vogel mit einem goldenen Spross im Schnabel zu sehen. Weißt du, was für ein Zimmer das ist? No. Nein, ich kann mich nicht erinnern. Abgeschlossen. Geht nicht auf. Ich glaube, mir gehen so langsam die Türe aus. Da ist noch eins. Geht das hin? Dahinter liegt der Hof. No good, huh? Klappt nicht, geht nicht auf. Ah. Okay, haben wir irgendwas? Kann ich aus jedem Fenster rausgucken? Ne, aus dem da zum Beispiel nicht, ne? Das geht ja nicht, weil es zu beschlagen ist. Hat sie ja gesagt. Soll ich vielleicht noch ein Feuerzeug tragen? Da ist noch ein Fenster. Beschlagen. Auch. Brennys Zimmer. Nee, es gibt hier nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen mal auf die andere Seite. Die Treppe da runter. Ach so. Guck mal, da waren wir noch gar nicht, oder? Yes, das ist so. Uiuiui. Da sind ja mal noch ordentlich mehr Tiere. Oh, guck mal da. In der Vase sind ein paar alte, vertrocknete Blumen. Kann ich die Vase nehmen und vielleicht einfach rumdrehen? Was stand da? Weil die Blumen sind verwelkt, nachdem sie ohne Wasser in der Vase gelassen wurden. Sorry. Ich habe komische Störungen meines Sprachapparats. Warte mal. Kann ich die Tür vielleicht von innen aufmachen? Ist das so Resident Evil Style? Oder Silent Hill? Die Tür ist von innen verschlossen. Aha, da kann ich nehmen. Na? Oh, Atelier. Hübsch. Aha. Also EM können sie nicht so gut machen. Oh, da ist die Franny, oder? So many paintings. Mhm. No Jessica. Das ist richtig. Da, sie sieht das Die? Foto von der Franny, guck. Did you remember something? Ich guck mich erstmal hier um. Hier stehen so viele Leinwände, sie sind alle verstaubt. Ja, natürlich hat er das Bild von der Franny gesehen. Oh, Staffelei. Ach, guck mal, die Fenster werden uff. Nee, die sind nur so lustig gedings. Guck mal hier, warte mal. Auf dem Schrank. Hä? Was macht er da? Er starrt das Porträt noch immer an. Okay, das ist wohl die Art vom Spiel, mir zu sagen, jetzt geh halt hier und frone. Auf der Staffelei befindet sich eine alte Zeichnung eines jungen Mädchens. What is it? Ja, was ist? Ja? Oh, Erinnerung. Want to see a picture that Papa drew? Ja. I'll show you, but it'll be our secret, okay, Dee? It's Franny. Hm. Huh? Ashley. It's Franny. Uncle Henry drew this. Onkel Henry. Ach so, das ist der Bruder von seinem Vater oder so. Ach, ich dachte, das wäre die Tochter vom Uropa, weißt du? Also so, ne? Ah, okay. Uncle Henry? Alles klar. Ja, genau. Habe ich mich Ja. gerade gefreut, ja. Franny's papa. Ah, okay. So Franny's dad is Henry, and the kid in this picture is Franny. Zum Glück hat die It's so a Handy-Dingens little so rough, dabei. so it's hard to be sure.
Franny grabbed my hand and pulled me into this room. She showed this to me and said that her dad was a great artist. She said she asked him to draw a picture of me, too. After that, we went into the yard. There was a puppy. Huh. Papi ohne Mami. Seeing Dee so happy talking about his memories with Franny, it's a little, well, weird. Wäre schon halt eifersüchtig, Dee was schwere with Mädchen. Franny, the girl in this old drawing. And that same boy is here with me. Right now. Das, ne, hey, Mädel, jetzt machen wir halblang. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, Gemälde von mir. Das gucken wir uns jetzt mal an. Auf der Staffelei befindet sich eine Leinwand. Das Gemälde zeigt eine Bucht im Mondlicht. What a lovely painting. This may be my favorite room so far. But it feels somehow lonely. I can't put my finger on why. Hm. Oh, guck mal, da war noch nicht Nacht. Das war tagsüber. Also das Bild. Das war ein Bild von. What did you remember? Ja, weißt du? I've seen this picture, Das sah der jetzt bestimmt gleich. but before it was finished, it used to be of the ocean in the afternoon light. Sag ich doch. But now, it's the ocean at nighttime. I wonder why it was changed. Weiß nicht, vielleicht ist das Rot ausgegangen und er hat dann lieber Blau und Lila genommen. Ah. Okay, da ist irgendwas. Ich gucke jetzt erstmal weiter um. Sortierschrank. In den Schubladen befinden sich Blätter und Papierfetzen. Alles, worauf man zeichnen kann. Noch so ein Sortierschrank. Ein Sortierregal für Blätter. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Und noch ein Sortierschrank. Wieder nichts Nützliches. Ein runder Tisch. Da gibt es aber ordentlich was zu gucken. Komm mal her. Ein Teller mit Schokolade. Wie lange leitern die doch schon? Auf dem Silberteller? Hey, Silberteller. Vorhin im Klavierraum hat er da eine Kippe drauf ausgedrückt. So, auf dem Silberteller liegt Schokolade. Sie ist angebissen, aber von wem? Das habe ich doch früher schon mal gesehen. Echt? So lange liegt die Schokolade schon hier? Das habe ich mal gerade gedacht. Ich glaube, er meinte Teller, ja. Dieser Silberteller war jemandem sehr wichtig. Das klappt nicht, ich kann mich nicht erinnern. Okay, Skizze. Guck mal, das links, ist er das nicht selbst? Auf dem Tisch liegt eine Skizze. This paper looks new. Papier. Achso, die redet I von wonder allein. who the girl is. Maybe it's Franny? Nee, ist nicht Franny, die hat doch ganz No. andere Haare. I don't Eher think lockige so. Haare. This girl, she looks a little like you. Ich wollte gerade sagen, das ist deine Mutter, oder? Also gerade das links, wo sie so die kürzere Haare hat. Huh? Hä? Wait. It couldn't be. Did my dad draw this picture of me? Schon mal längere Haare gehabt, oder was? I, Ja, aber wie kann dann der das Bild von dir malen? Das ist ungefähr in deinem Alter. Nee, der hat Safran. What's wrong? Aren't you happy? Does he think I look like this? It's not very accurate. Oh no. What is it? Das ist seine Mutter. What if Dad doesn't even recognize me? Ne, auf der einen Seite ist er halt böse auf den Vater, verständlicherweise. Aber auf der anderen Seite, ach Gott, das arme Hate. So, muss man halt armer sagen. So, und dann haben wir hier so komische Farbdinger da. Und nee, das ist schon ist so. Warte mal. Ach so, das ist dann so orange Dingsbums, wenn du da drüber gehst. Das rote A. Aber das war mal. Ach, guck mal, da ist ein Hocker. Oh, warte mal. Da unten ist eine Ledertasche. In der Tasche liegt ein Dokument. This? Was ist denn das für ein Dokument? Aha, another Forschungsbericht. Ein anderer Forschungsbericht. Nee, da geht es, glaube ich, um das Dingens da. Autoren Richard Robbins und Sayoko Robbins. Das ist der Forschungsbericht, den meine Eltern geschrieben haben. Allerdings nur die Titelseite.
Irgendjemand muss die anderen Seiten mitgenommen haben. Warum? Tja. Erhalten Titelseite eines Berichts. Okay. Und da ist so ein Stuhl. Ist da noch ein Schlüssel drunter? Kann ich nicht A-Datsche. Geht nicht. Die Ledertasche selbst, soll ich die nochmal A-Datsche? Am Boden liegt eine Tasche. Okay. So. Ich glaube, das war's hier soweit. Okay, runder Tisch. Da über auf dem Regal war ich vorhin. Da über war ich noch nicht. Farbe. Das sieht aus wie die Art Farbe, die echte Künstler benutzen. In einigen Tuben ist noch Farbe, aber sie ist vertrocknet und nicht mehr zu gebrauchen. Warte mal, du leitest Block oder sowas. Guck. Willkommen. Notizblock. Auf dem Schrank liegt ein Notizblock. Der Notizblock sieht neu aus. Gehört das Papa? Hey, Was steht da? Wie, kann er auch nicht lesen? 15.8. Bill kommt. Skipping irgendwas vor Bill. Kann ich nicht lesen. Potato. Mandel, was? Apple. Also irgendwas heißt Apple und irgendwas Potato. Ich glaube, der will was zu essen kochen. Wer ist Bill? Keine Ahnung. Vielleicht ein Freund von Papa? Hier steht auch noch etwas geschrieben. Mal gucken. Einkaufsliste für Bill. Aha. Schokolade. Okay, Shoppinglist kann das heißen. Das erste heißt doch nicht Schokolade. Kartoffelchips. Potato Chips. Das zweite, okay. Dann hätten wir Manteling für Kaffee Olé. Keine Ahnung, was das ist. Und Apple Soda soll das wahrscheinlich heißen. Dad. Mein Papa mag auch Schokolade. Ach. Wer mag das nicht? So eine Buchstütze. Was hier? Ich glaube, das war's alles an, was es hier zu entdecken gibt. Vielleicht noch Motor-Ive gucken. War der eine Typsche? Nee, das war's dann soweit. So, auf dem Schrank. Da waren wir gerade. Jetzt gehen wir uns das Gemälde doch nochmal gucken. Das ist so ein schönes Bild. Echt schwer. Das ist echt schwer. Echt schade, dass es voller Spinnweben ist. Okay. Und das da? Noch ein Gemälde. Das Bild auf der Staffelei sieht kunstvoll aus. Ich glaube, ich habe doch gerade so eine Eingebung geredet. Oh, rostige Eimer. Die Eimer rosten hier bestimmt schon eine ganze Weile vor sich hin. Ich habe ihn angefasst, wie eklig. Ach Gott, als ob Rost eklig wäre. Rost ist halt einfach nur Gucke halt, ne? Oder ist es mehr? Dee, look. what is it? Es geht ab. Oh. You can see the ocean. It's so pretty, isn't it? Yeah. Ist das die Bucht? Jessica and I came here on a boat. Aha. Maybe you and your dad. Came by boat as well. Could be. You'd have to, right? When I first saw the island from the boat, I felt something. Warst du seekrank? What did you feel? I didn't get it at the time, but I think I do now. At least a little. Ja, sie hat was Falsches gegessen, hat Blähung gekriegt, glaube ich. What is it? Jetzt macht's halt wirklich nicht so spannend. It's about meeting my So. dad. I just kept thinking, what do I do if he's a jerk? Are you scared of that? Maybe. A little. Okay. So, ich guck mich. Das ist hier dasselbe, ne? Guck mal mehr. Vom Fenster aus kann man das Meer sehen. Okay, also ich glaube, das sind noch ein Staffelei. Wird lange nicht mehr benutzt. Viele Spinnweben. Ich guck mich halt noch ein bisschen. Oh. Gucke. Wie geht das? Ich kann das Ding benutzen, um ein Foto zu machen, gell? Kamera. Schnell. Gucke, Motto. Hahaha. 03, das heißt, ich habe schon eins verpasst. Moment. Zurück. Natürlich ist das. Gucke hier. Da. Die Landschaft jenseits des Meeres.
Während ich so die leichte Brise des Meeres genoss und ganz entspannt zum Horizont blickte, musste ich an die wunderschöne Frühlingslandschaft in Sayokos Heimatort in Japan denken. Ich war seit über 10 Jahren nicht mehr in Japan. Das letzte Mal war ich mit Sayoko dort, um ihren Eltern von unserer Hochzeit zu erzählen. Auf dem Flug nach Haneda habe ich etwas Seltenes gesehen. Sayoko war nervös. Upsi, es war zu weit. Moment. Ohne Zweifel war sie damit beschäftigt, zu überlegen, was sie ihren Eltern sagen würde. Schließlich war das ihr erster Besuch nach geraumer Zeit. Und dann hatte sie noch derart großartige Neuigkeiten im Gepäck. Zumindest mal große Neuigkeiten. Um zu versuchen, sie zu beruhigen, nahm ich ihre Hand und bat sie, mir von ihrer Heimat zu erzählen. Sie erzählte mir dann von einem Fluss in der Nähe ihres Elternhauses. Im Frühjahr blühen dort die Kirschbäume und bieten einen wundervollen Anblick. Auch jetzt, all die Jahre später, sehe ich noch ihr Lächeln vor mir, als sie von diesen Bäumen sprach. Und am nächsten Tag war ich zusammen mit ihr unter diesen Kirschblüten unterwegs, um ihre Eltern kennenzulernen. Ich wollte immer noch mal nach Japan zurück, doch das hat sich bis jetzt nicht ergeben. Aber irgendwann wird es klappen. Und dann laufe ich unter den Kirschblüten entlang, die Sayoko so geliebt hat. So, weil wir das Ding jetzt hier schon mal offen haben, dann gucken wir. Guck mal, da gibt es Updates en masse. Naja, eigentlich nur. Ich guck mal, die Franny hat ein Update gekriegt. Ah ja, doch hat sie. Ich habe nur die roten Punkte gesehen. Franny war Dees Freundin. Sie hat im Anwesen gelebt und konnte gut Klavier spielen. Sie hat ihm außerdem den Spitznamen Dee gegeben. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihre Musik gehört. Hä? Das haben wir doch schon gelesen. Die veräpfeln mich hier. Seltsam. So. Okay, pass auf, wir haben irgendwas. Ah ja, Titelseite des Berichts. Ja, ich wollte es doch alle lesen. Die Titelseite eines Berichts, den Mama und Papa zusammen verfasst haben. Darauf steht Another Forschungsbericht. Die anderen Seiten des Berichts fehlen. Ich drehe mal rum, vielleicht steht da hinten was drauf. Nö. Upp. So. Also den haben wir ja gescannt, ne? Das heißt, es gibt auch noch andere Origami-Dinger zu finden. Ich muss mich aber gescheit umgucken. Oh, das ist schlecht. Ich gehe jetzt mal einfach das Zimmer da ab. Aber ich glaube, dass ich da was finde. Aber finde ich cool, habe ich irgendwie was zu suchen. Ich habe gedacht, die Leier halt immer irgendwie so offensichtlich irgendwo rum. Was leider da will er immer. Nix. Ich dachte halt immer, die Leinen so offensichtlich rum. Welche? Da ist auch nichts. Und der Tisch halt. Da oben ist nichts drauf. Sortierschränke haben wir ja vorhin schon durchgeguckt. Da unten leidet halt ein Haufen Eisen, alles Farbe und sowas. So, kann ich die Zeichnung doch nicht einfach mal nehmen? So, jetzt pass auf. Das da und das da ist auch nicht dieselbe Bucht, oder? Sollte ich vielleicht mal ein Foto davon machen? Wie geht das? So. Ich mach mal einfach ein Foto von dem. Kann ich da zoomen? Foto aufnehmen? Ich mach mal ein Foto. So, guck. Zack. Foto gemacht und gespeichert. Alles klar. Weg damit. Na? So, wir gehen. Was ist jetzt das? Warum ist da jetzt ein roter Punkt? Hey, da fehlt ein Bild an. Okay. Also ich habe einfach nur ein Foto gemacht und deswegen kriege ich da roter Dupper gezeigt. Das ist jetzt nicht so cool. So, Ostflügelkorridor. Wir sind jetzt noch nicht wirklich weitergekommen. Ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm, ne? Das war, wir sind irgendwo Treppe runtergekommen, gell? Ah ja, da sind wir runtergekommen, genau. Da sind wir runtergekommen und da sind wir jetzt gerade rausgekommen. So, wir gucken, ob wir rauskommen. Ist verschlossen. Ah, Fenster. Schlagen. Noch eine Tür. Ah, die so gucke. Schön, schön, schön. Na? Das sieht aus wie so Stube. Die Stube, welche so also Wohnzimmer oder Esszimmer? Aha. Oder Schlafzimmer. So. What do you think this room was for?
Zum Schlafen? Vielleicht oder so Bett, ne? Achso. Der ghostet mich wieder, guck. Geschirrregal. Weingläser, Teetassen, Geschirr. Alles so hübsch. Ja, also, ja, ich sehe schon, wie das hübsch sein kann. Ich sah aber, oh, ich mag sowas nicht. Stabil aussehender Tresor. So ein stabiler Tresor. Bewacht bestimmt was ganz Wichtiges. Meinst du, du kannst ihn öffnen? Nee. No good, huh? Nee. Ja, hätte mich ja gewundert. Dann hoffe ich mal, dass hier in der Nähe ein Hinweis ist, ja. Gut. Anrichte, erstmal die Anrichte. Die Schubladen sind völlig leer, nicht mal Müll oder sowas. So, das sind Wandregale. Sieht aus, als würde da 3 Teller fehlen. Es fühlt sich an, als wäre ich kurz davor, mich an etwas zu erinnern. Okay. Bild über dem Kamin, zeig mal her. Wie ist das? An der Wand hängt ein Porträt. Who's this? Ja, genau, wer ist das? Ah, das ist der Colonel Sanders wieder, oder? Und das andere ist die Frau, oder was? Was? You mustn't enter my quarters at your whim. Something the matter? Ja, aber echt. I just klappt's? remembered something. Ja. This was Wells's room. Wells, well. In der Orson Wells? oder was? He was the butler of this mansion. Ah. He found me in here once and said to me, "Butlers safeguard all manner of important items for the people of their houses. Kann gut die Stimmnummer. So you mustn't enter my quarters at your whim." I wonder what sort of important items he was looking after. It was keys. Wells held every key for the mansion. They might be helpful for finding Jessica. Let's look around for them. Ja. Lass mal einen Blick riskieren. So, ich guck mal da unten in den Kamin hin. Oh, da ist was. Da unterm Schrank. Ich hab's gesehen. Unterm Schrank. Na. Sieht ihr das? Ah, nö. Das ist einfach nur der Fuß. Ich hab gemeint, da wäre ein Schlüssel drunter. Okay. Wann ich ein Schlüssel wäre, ich würde es unter die Matratze legen. Oh, Beistelltisch. Also, Bett. Logisch, dass das Bett des Butlers perfekt gemacht ist. Nicht mal eine Falte ist zu sehen. Wenn ich da hinten trage? Ne, der steht an der Wand, das Bett. Da ist ein Koffer. Aha. Da muss doch was drin sein. Ja, okay. Oder auch nicht. So, weiter geht's. Schreibtisch. Schnus. Wir gucken mal Bücher, ne? Auf dem Schreibtisch stehen mehrere Bücher. Schreibtischlampe kann ich dir machen. Staubige Schreibtischlampe geht aber nicht anzumachen. So, Schublade. Schublade öffne dich. Das Fach ist leer. Große Schublade öffne dich. Aha! Ein altes Album. Voller Fotos. Lass mal hingucken. Juli 24. Spiele im Garten. Also, ich sag mal 6. 61924, ne? Die jungen Herren Henry und Thomas sind gesund und entwickeln sich prächtig. Sie unternehmen alles gemeinsam und sind unzertrennlich. Der junge Herr Henry kümmert sich rührend um seinen jüngeren Bruder Thomas. 8C3. August 1932, sportlicher Wettbewerb. Herr Henry, intelligent und kräftig. Herr Thomas, aufrichtig und liebenswert. Also, ein bisschen doof, aber man kommt gut mit ihm aus. Wo die beiden klugen und ausgelassenen Jungen sind, verbreitet sich gute Laune. Am meisten freut sich Herr Edward über ihre Entwicklung. Sind 3. September 34, Porträts der jungen Herren. Herr Henry will Maler werden, Herr Thomas Schriftsteller. Sie sind nun wohlgeratene junge Männer. Der Hausherr wünscht sich von Herzen, dass sie ihr Leben so leben können, wie sie es sich wünschen. Okay, 8C3 hat sich schon mal gut angehört. Silbergeschirr. In der Kommode befindet sich Silbergeschirr. Nimm's mit. Wow, ist das echtes Silber? Das muss ja antik oder sowas sein. Ah, der Teller. Was ist denn los? Bin mir nicht sicher, aber ich fühle einfach, dass dieser Teller irgendwie wertvoll ist. Wertvoll? Jo, nimm ne mit. Jetzt, nimm ne mit. Du bist in einem Adventure, nimm ne mit. Wollt du nochmal schnell das Buch durchgucken?
Ja. Ich sah, also die einzige Zahl, die man gesehen hat, ne, war 18 und 3, und zwar hier, ne. So. So, Schublade. Da ist auch nichts drin. Leer. Okay, da ist ein Teller. Ich würd gerne deine Teller mitnehmen, weißt du? Weil den brauchst du doch. Guck mal hier. Wels muss Bücher geliebt haben. Hier und auf dem Schreibtisch sind wahre Berge. Ja, vielleicht hat er einfach nur keinen Fernseher gehabt. Der Eimer. Sorry, ich wollte an der Eimer gucken. Dieser Eimer wurde ewig nicht benutzt. Der ist vollkommen verrostet. Was ist da hinten dran? Hä? Moment. Ach, das ist der Henkel. Le Henkel. Ah, guck mal da. Sie ist ja weil erst. Hahaha, da ist ein Kranich. Ein Kranich. I see ein Kranich. Komm. Näher dran, Mädel. Hahaha. Kranich. 02, sehr gut. Lawrence Edward, der Patriarch genannt. So, was macht das? Lesen wir noch gleich durch. Lawrence Edward, der Patriarch. Wie es scheint, war der verstorbene Patriarch dieses Anwesens, Lawrence Edwards, ein zutiefst misstrauischer Mensch. Er fand Gold auf dieser Insel und brachte die Firma, die er daraufhin gründete, innerhalb von nur einer Generation zum Gedeihen. Anscheinend unterstellte er jedem, der sich ihm näherte, ein Dieb zu sein, der nur an sein Geld will. Das ging so weit, dass er schließlich nur noch Familienmitglieder erlaubte, das Anwesen zu betreten. Außerdem installierte er überall die verschiedensten Mechanismen, die sein Eigentum vor Eindringlingen schützen sollten. Ich glaube, sein Misstrauen anderen gegenüber hatte auch einen negativen Einfluss auf seine Familie. Aus irgendeinem Grund findet sich in der ganzen Villa kein Hinweis auf seine Frau. Es gibt nicht mal einen Grabstein von ihr auf dem Friedhof. Ich habe keine richtigen Beweise dafür, aber ich habe die Theorie, dass sie irgendwann aufgehört hat, ihn zu lieben. Den Mann, der jedem misstraute. Sie muss die Insel endgültig verlassen haben, nachdem sie ihr gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Nach dem Anhäufen von so massivem Reichtum wurde Lawrence damit belohnt, dass ihn stetiges Misstrauen anderen gegenüber quälte, was ihn zu einem einsamen Mann machte, der die Liebe seiner Familie verloren hatte. Anscheinend blieb sein Herz jedoch zumindest einer Person gegenüber offen, dem Butler, der seiner Familie diente. Und wenn man nach den Chroniken aus dem Zimmer des Butlers geht, beruhte diese Loyalität auf Gegenseitigkeit und war unerschütterlich. Okay, siehste. Dann haben wir die Nummer 2 gefunden. Sehr praktisch. So, jetzt pass auf. Ich würde noch mal gerne in den Tresor gehen. Ashley. Kannst du ihn öffnen? Nein, ich kenne die Kombination nicht. Vielleicht finden wir irgendwo einen Hinweis. Ich hab doch... Ashley. Okay, die will mich das nicht öffnen lassen. So, jetzt... Okay, dann gehe ich da oben noch mal dran. Und zwar, ich hätte gerne... Auf dem Wandregal befinden... Dieses Silbergeschirr ist alt, aber hübsch. Oh, yeah. Wells hat es sehr gemocht. Hat es immer poliert. Und dass man sich darin spiegeln konnte. Aber jetzt ist es so angelaufen. Ist schon irgendwie schade. That's weird. Seltsam. Was denn? Als ich es das letzte Mal sah, waren es 4 Teller gewesen. Es ist wichtig, dass alle Teller zusammen sind. Das hat Wells immer gesagt. 4 wichtige Teller. So. Okay. Kann ich jetzt vielleicht hingehen und deine Teller mitnehmen? Moment. Ich frage mich, wo die anderen Teller sein könnten. Meinst du, jemand hat sie von hier weggebracht? Dass jemand so wichtige Teller einfach wegnimmt, ist ein furchtbarer Gedanke. So, jetzt pass auf, ich gehe jetzt nochmal an deine Teller da hin. Ist sogar noch uff, ne? Und dann würde ich diesen Teller gerne nehmen. Schau dir diesen Teller an. Ja, das ist einer von Bells Silbertellern. Erhalten, Teller mit singendem Vogel. Jawohl, ja. So, ich soll den dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Sehr gut. Jetzt haben wir's. Und zwar, also auf... Warte mal, ich muss deine Teller auch noch rumdrehen, fällt mir gerade auf ihn. Also mache ich noch mal inspiziere, ansehen. So, gucke. Natürlich rumdrehe und hinten ist nichts. Aber ich sehe, dass da beziehungsweise kein so eine Ähre ist. Das kann ja nicht benutzt werden, laber nicht. Guck mal her. Alright. Ja. Okay. Ah ja, hier, ich bin am Rätseln. So, Kelch.
Ein silberner Kelch mit einem Wappen. Huh. Der Kelch ist ja cool. Okay, was ist das? Ein Glas. Ein silbernes Stielglas mit Blumenmuster. Haben wir das so was Schönes einfach verstäubt. Und dann hätten wir hier noch ein Glas. Ein Stielglas mit Blumenmuster. Wie schön, aber auch ganz schön staubig. So, jetzt hat das auf. Meine Idee ist, dass ich da, ja, brauchst nicht zu wackeln da ohne, dass ich das jetzt hier benutze. Zack. Okay. Ich habe den Teller, den wir hatten, auf das Regal gestellt, aber ja, es scheint, als wären es doch noch nicht alle gewesen. Ja, klar. Wo sind die anderen beiden Teller? Also ich kann zumindest sagen, einer ist im Raum, wo es Klavier steht. Oh, warte mal, das Teeservice habe ich noch gar nicht gesehen. Auf dem Tisch steht eine Teekanne und eine Teetasse. Sind aber schön, das sind bestimmt ein Tick. Ich wollte schon immer mal am Nachmittag eine schöne Teestunde machen. Winzige Tässchen, kleine Küchlein, das volle Programm. Mir ist gerade was angefallen, Ashley. Ich habe schon mal aus dieser Tasse getrunken. Als ich das erste Mal in dieser Villa war, hat Wells Milchtee gemacht. Oh ja, dazu gab es immer ein Stück Schokoladenkuchen. Oh, ich liebe Schokoladenkuchen. Jetzt werde ich neidisch und hungrig. Wirklich? So, okay. Ich gehe nochmal um den Tisch. Die Bücher kann ich nicht angucken. So, da üben waren wir schon. Auf dem Beistelltisch. Ja, hier ist halt ein Buch und eine Tasse. Okay, so. Ihr Leute, das war es für heute. Die Stunde ist Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich da aus weiter. Nee, wir machen jetzt gleich da die Tür auf und machen dann morgen da aus weiter. Jetzt habe ich's. Von da sind wir gekommen. Da hinten war noch eine Tür. Dann würde ich mal einfach sagen, ihr Leid, es hat mich gefreut. Schalte morgen wieder in. Also morgen gehen wir uns auf alle Fälle den Ende Teller, den er als Aschebecher missbraucht hat, den gehen wir uns auf alle Fälle holen. Der weiß ich, wo er ist. Und dann gehen wir einmal da hin. Vielleicht ist er ja auch noch auf. Aber das machen wir morgen. Heute haben wir ein gutes Stündchen gespielt. Ja, wie in der ersten Folge gesagt, die Folge wird jetzt ein bisschen länger. Ich mache die so eine Stunde, weil es ist halt eher ein gemächliches Spiel. In einer halben Stunde passiert und nicht viel. Und dann denke ich, komm mal, mach mal ein Stündchen. Was das? Aller gut, ihr Leid. Dann sage ich mal bis morgen. Schalte in, wird mich freuen. Und tschüss. Miau.